Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Leipzig, Endergebnis 2:2. Ganz schwieriges Spiel, das irgendwie zu analysieren, zu bewerten. Erste Halbzeit, wir haben es einfach weggeschenkt. Ja. Wir waren teilweise nicht da, wir haben zweite Bälle weggeschenkt, wir haben die wichtigen Zweikämpfe nicht gewonnen. Ulle, Katastrophe, ja. Leider ein Goretzka, Totalausfall meiner Meinung nach. Ja, hat einmal den Ball hinten mal gut geklärt, aber ansonsten, wenn wir den Ball hatten, war ja absolut keine Anspielstation, stand mehr im Weg, wie sich angeboten. Ich meine, zum Glück wurde ausgewechselt, genauso wie Koman, aber du hättest in der ersten Halbzeit eigentlich fast jeden auswechseln können. Die waren alle unterirdisch schlecht. Ja, von daher fällt es mir auch schwer, das heute irgendwie ordentlich in Noten zu packen. Aber ich werde das gleich mal versuchen. Ja, und Leipzig hat's clever gemacht, erste Halbzeit. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, wir sind ins Spiel zurückgekommen durch den Elfmeter. Das muss man fairerweise sagen. Und natürlich dann auch bedingt dadurch, erstmal durch die Wechsel, oder durch den Wechsel, der uns gut getan hat. Mit Guerrero, obwohl er jetzt nicht so wahnsinnig auffällig war am Anfang, wo er auf dem Platz war, aber umso länger das Spiel ging, umso besser war er mit eingebunden. Ja, und Leipzig ist ein bisschen müde geworden, ne? Muss man fairerweise sagen. Haben natürlich auch einen riesen Aufwand betrieben, erste Halbzeit. Ja, wir könnten uns jetzt an der Ecke hochziehen, die keine Ecke war. Klar könnten wir das tun, aber ich denke, das ist nicht unser Anspruch. Aber eine Sache habe ich dazu. Ich verstehe nicht, warum wir dann einen Videoschiedsrichter überhaupt haben. Ja, mal abgesehen jetzt von der Szene, wie gesagt, auf das Spiel möchte ich das gar nicht beziehen. Aber ich verstehe es nicht, wenn da eine Ecke gegeben wird, die keine Ecke ist und dann ein Tor fällt. Ja, I don't know. Wofür haben wir ein Video Assistant the Referee? Ich meine, wenn man es da nicht zurücknimmt, dann muss man halt jede Ecke kontrollieren. Kann ja wohl auch nicht das Problem sein. Wofür sitzen die da? Weil aus einer Ecke kann immer ein Tor fallen. Ne? Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Also, I don't know, verstehe ich nicht, diese Regel, diese Auslegung. Es war eine klare Fehlentscheidung, weil der Ball halt vom Leipziger zuletzt berührt wurde. Und dann ist es keine Ecke und somit eine klare Fehlentscheidung. Dann weiß ich nicht, warum der nicht eingreift. Aber ja, wie gesagt, wollen wir uns jetzt nicht dran hochziehen. Wir haben Glück gehabt. Ich habe schon ein düsteres Bild gesehen nach den ersten 45 Minuten, auch die ersten 5 Minuten zweiter Halbzeit. Ja, das hätte ganz anders ausgehen können, ist es zum Glück nicht. Natürlich muss man hervorheben, erste Halbzeit, Harry Kane und Musiala, ja, den muss er machen. Punkt. Ja. Der ist gerade nicht frei im Kopf, sieht man auch an seiner Spielweise, die erste Halbzeit auch wieder katastrophal war. Auch zweite Halbzeit, ja, er hätte das Tor vorbereitet, ja, alles gut und schön. Hat ansonsten nochmal ein gutes Dribbling gehabt, aber ansonsten war das auch wieder alles brotlose Kunst heute. Aber gut. Am Ende könnte man jetzt sagen, ja, verdientes 2:2. Ich habe gerade schon einen kleinen Blick in die Statistiken geworfen und wenn ich das dann sehe, nee, dann bin ich nicht damit d'accord, dass es ein verdientes 2:2 ist. Ja, dann bin ich eher dabei, dass es ein glückliches 2:2 für Leipzig ist. Jetzt noch nicht mal groß aus den Chancen raus oder weil wir haben uns kaum Chancen erspielt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, wenn man die Ecke nimmt, die keine Ecke war, und wenn man unsere Leistung nimmt, die ersten 45 Minuten, ja, wo wir wieder alles haben vermissen lassen, wo Kimmich und Goretzka wieder absolut gar nicht funktioniert haben. Ich weiß nicht, warum Tuchel diese Combo immer wieder aufstellt. Ja, man muss einfach mal anerkennen, dass das nicht passt. Punkt. Ja, es hat mal eine Zeit gegeben, hat das super gepasst. Es passt einfach nicht mehr. Fertig. Punkt aus. Ja, da müssen wir nicht mehr drüber rumdiskutieren. Von da haben wir uns das Leben selber auch schwer gemacht. Aber nochmal, Leipzig hat es gut gemacht, erste Halbzeit.
Wenn wir jetzt wenn wir rein von den Chancen ausgehen, ja, dann ist es natürlich ein verdientes 2:2. Leipzig hätte sogar halbchancenmäßig die besseren gehabt wie wir, wie ich finde. Ja. Weiß ich nicht. Am Ende vielleicht ein gerechtes Ergebnis, ja, aufgrund der ersten und der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es auf jeden Fall von unserer Seite viel, viel besser. Allerdings muss man fairerweise sagen, so richtig auch erst nach dem Elfmeter. Ja, wo ich da richtig schlechtes Gefühl schon hatte, aber Harry Kane eiskalt geblieben. Ja, war jetzt nicht ganz so stark geschossen wie die anderen, aber das Ding war drin, gut ist. Nach dem 2:2 hatte ich dann echt so das Gefühl, ja, komm, Männer, Feuer frei, wir machen das 3:2 jetzt. Aber ja, wir waren dann irgendwo nicht bereit, das letzte Risiko dann zu gehen. Bedingt auch dadurch, dass Leipzig halt immer wieder Nadelstiche gesetzt hat, ja. Und ein Kimmich wieder komplett freigedreht ist. Ich erinnere mich an eine Szene, lass mich überlegen, 72., 73., 74., 75. so rum, so um den Dreh zwischen 70. und 76. oder sowas. Wo Min-Jae Kim den Ball gerade eben klärt, per Kopf, weil ein langer Ball von Leipzig kam. Und dann, er köpft ihn natürlich in die Mitte, ja, wo der defensive Mittelfeldspieler sein sollte. Und da war niemand. Es war eine Wüste. Die ersten, die da waren, waren 3 Leipziger Spieler. Ja, und das beschreibt heute wieder Kimmich seine Leistung. Alter, ich hätte eskalieren können. Ja, auch erste Halbzeit schon. I don't know. Ja, ich hab ihn gegen Bochum noch in den Himmel gelobt. Das war heute wieder unterste Kanone. Punkt. Ja, wir brauchen eine defensive 6. Punkt. Fertig. Und ansonsten muss ein Leimer auf der 8 spielen und nicht als rechter Verteidiger darum gammeln. Verstehe ich auch nicht, dieser Sinneswandel jedes zweite Spiel, Alter. Ja, er war heute nicht ganz so schlecht wie gegen Manchester United, aber auch heute hat man ganz klar gesehen, dass er komplett verschenkt war und ein Goretzka absolut null Einfluss auf das Spiel hatte in der ersten Halbzeit. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre auf der 8 ein Leimer gewesen mit der Aggressivität, mit dem Pressing, mit dem Dagegenhalten gegen die Leipziger. Wir haben gar keinen Zugriff gekriegt an diesen Stellen. Ja? Punkt. Hätte uns da so gut getan. Ich weiß nicht, warum wir uns immer selber schwächen und ihn da auf die rechte Verteidigerposition ziehen. Also Nuss ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht als Rechtsverteidiger. Oder ein Leimer irgendwie besser als ein Nuss. Nee, ist er nicht als Rechtsverteidiger. Punkt. Aber gut, da gehe ich schon in die einzelne Spieleranalyse rein. Ja, nochmal, wenn wir die Vereinsbrille absetzen, ist es wahrscheinlich ein gerechtes 2:2. Mit meiner Vereinsbrille auf bin ich dabei, ja, dass wir es hätten oder dass wir es uns selber versaut haben. Ja, fertig. Ole Katastrophe. Ja, klar, das eine Ding da kurz vor Ende hat er gut gerettet, aber er hat uns erst in diese Schieflage gebracht. Ja, obwohl ich ihn da jetzt gar nicht alleine mit reinnehmen möchte in die Verlosung. Kimmich teilweise Katastrophe defensiv. Kim Katastrophe beim Tor. Ja, läuft da 30 Meter gefühlt nebenher. Klar hat er dann unglücklich abgefälscht, sonst wäre das Ding wahrscheinlich auch nicht reingegangen. Ja, wild. Aber wie gesagt, da sind wir schon in der Spieleranalyse, wo wir jetzt auch mal reingehen. Wir werfen erstmal einen Blick auf die Statistiken. Dann versteht ihr vielleicht den Zwiespalt, dass ich jetzt sage, so, ja, war ein super verdientes 2:2. Weil wenn wir uns die Statistiken angucken, haben wir auswärts 65% Ballbesitz. 54% gewonnene Zweikämpfer, was ich so nicht gefühlt habe. Schüsse aufs Tor 2,5, Schüsse insgesamt 6,11. Also auch da klar vor. Ecken 5,1. Ja, da sieht man, dass wir offensiv nicht wirklich richtig stark waren irgendwie. Also wir haben kaum Ecken erspielt. Angekommene Pässe 278 zu 608. Flanken 8,6. Ja. Wenn man die Statistik sieht, ich kann sie auch gerne nochmal aktualisieren, ist ja immer mal ein bisschen buggy hier auf der Seite, direkt nach dem Spiel, aber ihr seht, es bleibt dabei. Ja, dann ist es schwer für mich zu sagen, es ist ein verdientes 2:2. Ja, aber lassen wir die Statistik außen vor, so objektiv vom Spiel betrachtet, ja, ist es wahrscheinlich.
Gut, Schüsse insgesamt, Musiala 1, Sani 1, Torschussvorlagen, Musiala 1, gewonnene Zweikämpfe, Sani 11, Upamecano 9, Davis 7, Ballkontakte 124 Kim, 124 Upa, 117 Kimmich, gefoult worden, schenken wir uns. Gut, damit gehen wir auch rein in die Spielerbenotung. Ja, das wird jetzt wild für mich, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Wir fangen mal an. Ich versuch's mal. Ulle. Erste Halbzeit kannst du eigentlich mit einer 6 abhaken. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Erstmal das erste Ding, okay, ja, war abgefälscht, aber hätte man auch mal irgendwie, ja, ein guter Torwart hätte ihn vielleicht auch mal gehalten. Sagen wir es mal so. Das zweite Ding, ganz klar Seins, ganz klarer Torwartfehler. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden und völlig unnötig. Generell waren wir sehr unsicher in der ersten Halbzeit bei Eckbällen. Ja, zweite Halbzeit war das viel besser. Wieder Harry Kane, der da hinten super geklärt hat. Wo ja dann auch das Kontertor gefallen ist, haben wir ja quasi den Leipzig-Move gemacht. Aufgrund der zweiten Halbzeit würde ich in Ole bei einer 3 sehen, hat das eine Ding gut gerettet. Ansonsten, ja, auch erste Halbzeit hatte 1, 2 wilde Bälle wieder auf den Kimmich gehabt, die Kimmich dann gerade irgendwie nochmal rübergelegt gekriegt hat. Ja, zählen wir beides zusammen, sind wir bei einer 4,5. Ja, da wir 2-2 gespielt haben, sind wir heute mal gnädig und lassen es bei einer 4. Min-Jae, ja, erste Halbzeit für mich auch eine 5. Zweite Halbzeit will ich eine 3 nehmen. Sind wir in Summe bei einer 4. Leimer, ja, würde ich beide Halbzeiten 3 bis 4 sehen. Würde ich ja eine 3- heute geben. Upper fand ich, ja, war wieder der stabilste da hinten, hat auch natürlich die meisten Zweikämpfe geführt. Min-Jae, ja, gab viel über die linke Seite, wo Leimer halt Rechtsverteidiger war. Wo ein Leimer halt auch selten anwesend war, teilweise. Ja, und Upper sehr oft rausrücken musste. Und dann war das Problem, dass ein Kimmich nicht in der Position war oder geschweige denn hätte einrücken können auf die Innenverteidigerposition, die dann gefehlt hat. Das war ein Riesenproblem. Ja. Upper sehe ich bei einer guten 3 heute. Davis, ganz schwierige Leistung. Erste Halbzeit für mich auch eine 5. Zweite Halbzeit war es einen Tacken besser. Ja, hat ein bisschen was versucht, aber defensiv war das heute wieder eine Katastrophe. Ja, keine Ahnung. Ich sehe ihn insgesamt bei einer 4. Musiala, erste Halbzeit 5, zweite Halbzeit 3, ist auch eine 4. Goretzka, habe ich schon gesagt, war für mich erste Halbzeit auch eine 5. Ja, hat einmal gut hinten einen Zweikampf geführt. Ansonsten, er war nicht eingebunden ins Spiel. Es war so, als hätte uns ein Mann gefehlt. Er stand meistens 5 Meter neben Kimmich, Alter. Anstatt mal sich irgendwo in den Raum zu bewegen, wo es mal sinnig ist, dass man ihn anspielen würde. Ja, hat dann ein, 2 Mal angespielt und guckt, konnte mit dem Ball gar nichts anfangen. Alto Baddy. Ja, ich glaube, ein Goretzka ist einfach kein Achter mehr. Und erst recht kein Achter, wenn der Gegner tief steht, so wie es Leipzig heute getan hat. Ja. Leon, dann bleib hinten auf der 6, Alter. Fertig. Bleib mit deinem Arsch einfach hinten, da hilfst du der Mannschaft mehr, als da vorne rumzuirren und keinerlei Einfluss auf das Spiel zu haben. Junge. Junge, könnte ich mich darüber drauf aufregen. Coman auch eine 5, Alter. Was war das heute für eine Einstellung von King? Ja, lächerlich. Immer mal halbherzig angeboten, ja, dann auch mal halbherzig ein bisschen was getan. Frech, einfach frech. Frech ist die perfekte Note eigentlich. Kimmich, Alter, jetzt wird's ganz wild. Ich könnte euch Argumente darlegen, um den Kimmich heute zu zerreißen. Ja? Defensiv war es auf jeden Fall eine 6. Fertig. Ja? Dafür, dass er unser Sechser ist, in der zweiten Halbzeit dann auch der ganz klare alleinige Sechser, weil Guerrero fast schon ein 10er war. Defensiv nie an der Position, wo er hätte sein müssen. Nie. Wenn er mal war, dann kam er im Vollsprint hinterher. Oh, ich bin gar nicht schnell genug. Alter. Das ist so lächerlich, dieser Typ.
Er rafft einfach die Sechserposition nicht und stellt sich immer wieder dahin und erzählt, er ist ein verfickter Sechser, Alter. Er ist es einfach nicht. Oder er will es nicht. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Geht in meinem Schädel nicht rein. Ja. Offensiv war es zweite Halbzeit okay. Ja, von daher tue ich mich da ein bisschen schwer mit der Benotung. Er hat nicht mehr nur quer gespielt und nach hinten. Hat auch mal versucht, den Ball mal in die Tiefe auf Leroy zu legen und so weiter. War aber viel zu weit aufgerückt teilweise. Ja, er ist der verkackte Sechser, dann bleibt doch offen auf der Sechs. Und rennt da nicht wie ein wild gestochenes Schwein noch vorne drin rum, wo eh schon 20 Leute sich auf den Füßen stehen. Macht eh keinen Sinn. Ja, wie oft gab es den Ballverlust und wie oft war der Raum frei? Und wie oft ist ein Kimmich einfach nur hinterher gehechelt? Also, wenn wir ihn anhand seiner Position bewerten, ist es eine 5 heute. Ja, ja, weil er einfach eine 6 ist. Oder es sein soll. Und ja, dann wäre es eine 5. So gebe ich ihm eine 4. Weil zweite Halbzeit offensiv es einigermaßen okay war. Sané dasselbe Problem. Sané war erste Halbzeit auch ein Totalausfall. Ja, war dann auch schon wieder gegen Ende, wo er ein bisschen abgewunken hat und sowas. Dann auch einmal kurz mit dem Kimmich diskutiert. So eigensinnig, so verfickt eigensinnig. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er den Ball auf seiner Seite annimmt und bis zur anderen Seite durchdribbelt. Und er hätte schon 5-mal das Ding einfach mal in die Tiefe spielen können. Oder halt auf die andere Seite rüber. Nein, ich bin der Leroy, ich bin der große Tänzer. Alter, wenn er das Tor nicht noch gemacht hätte, ja, wäre das heute auch unterirdisch gewesen. Punkt. Ja, auch er, zweite Halbzeit verbessert, definitiv. Da sehe ich auch bei einer 3 ein Tor gemacht, also gehen wir in eine 3 minus anstatt eine 4. Fertig. So, Harry Kane war erste Halbzeit 0 eingebunden, hat die einzig gefährliche Situation herausgespielt, nämlich mit dem Pass auf Musiala nach 180 Sekunden. Hat ansonsten irgendwie 6 Ballkontakte gehabt oder 8 in der ganzen ersten Halbzeit. Hat den Elfer souverän verwandelt, wenn es vorne mal gefährlich wurde, innerhalb des 16ers. Ja, wir waren ja zweite Halbzeit öfter mal im 16er, haben aber keinerlei Ideen gehabt. Der einzige, der mal eine Idee hatte, war Kane. Hat man dann auch gesehen mit der Flanke auf dem Schuppo, der natürlich wieder zu hohl ist, das Ding auch mal nur ansatzweise gefährlich aufs Tor zu bringen. Aber er war nicht eingebunden in unser Spiel. Gar nicht. Absolut null. Einfach nicht eingebunden. Weder habe ich mal einen Pass von Musiala in seine Richtung gesehen, weder vom Sané. Nicht mal eine verkackte Flanke habe ich heute gesehen. Doch eine von Leimer. Ja, stimmt. Eine von Leimer. Ansonsten hatte ein Sané locker 8-mal die Chance, mal eine Flanke reinzuschlagen. Nein, jedes Mal abgebrochen, wieder nach innen gezogen, da hat er versucht, den Zamparano zu machen, oder wieder quergelegt auf den Kimmich. Nicht eine verkackte, ordentliche Flanke habe ich heute gesehen. Von der anderen Seite dasselbe. Ein Taylor hat es da mal versucht, wo er auf dem Platz war, kommen wir gleich noch zu. King auch, was das anbelangt, gar nichts. Wir haben auch nicht versucht, mal aus dem Halbfeld eine Flanke zu schlagen oder sowas. Gar nichts. Das Stilmittel ist bei uns einfach nicht mehr vorhanden, nicht mehr gewollt. Ich weiß es nicht. Harry Kane, Benotung, weiß ich nicht. Wenn wir die Leistung nehmen, die er auf dem Platz gezeigt hat, ja, wenn wir Sané eine 3 minus geben, müssen wir Harry Kane auch eine 3 minus geben. Das Schlimme ist, ich könnte ihm auch eine 4 geben. Es war ausreichend, ja, es war nicht besser. Aber ja, was kann er am Ende dafür, dass er nicht eingebunden wird? Ja? Und dass wir in der ersten Halbzeit offensiv einfach nicht stattgefunden haben. Wir haben wieder, wie immer, wenn eine Mannschaft mit 5-4 da hinten drin steht, keinerlei Ideen. Super lahmarschiges Spiel, keinerlei Kombinationsspiel. Sané denkt, er ist der liebe Gott, nimmt den Ball und hält den 500 Jahre am Fuß, dasselbe Musiala und das war's. Das waren auch unsere Offensivbemühungen. Wenn es mal gefährlich wurde, war es, wenn Harry Kane den Ball hatte und mal irgendwie versucht hat, Mitspieler einzusetzen. So, King hat gar nicht stattgefunden, offensiv. Goretzka hat auch nicht stattgefunden. Das waren unsere Offensivbemühungen in der ersten Halbzeit. Ja. Trauerspiel. Nur Einzelaktion, keinerlei Zusammenspiel, keinerlei Ideen gegen die tiefstehenden Leipziger. Keinerlei Ideen.
Dazu war Leipzig richtig fickrig in den Zweikämpfen, hat es uns richtig schwer gemacht. Dadurch kamen wir gar nicht ins Spiel rein. Erste Halbzeit, ja. Wild. Ganz, ganz wild. Choupo-Moting, ja, ich weiß es nicht. Ja, klar, ich verstehe den Gedankengang vom Tuchel. Du bringst ihn noch rein, die letzten paar Minuten. Vielleicht hat er irgendwie einen Glücksfaktor oder so, aber Tell für Coman, ja, meine Aufstellung hätte Tell angefangen, habe ich euch gezeigt gehabt. Hätte wahrscheinlich in der ersten Halbzeit auch keinen Einfluss gehabt. Wäre wahrscheinlich genauso untergegangen wie Coman. Vielleicht hätte er eine Einzelaktion gehabt, ja, weiß man nicht. Aber wir haben ja nach vorne kapituliert quasi. Ja, ganz wild. War ansonsten wenig eingebunden über die linke Seite. Wir haben wieder relativ wenig über links versucht. Wenn da eingebunden war, dann mal mit dem Rückpass. Wie gesagt, eine Flanke hat er versucht. Hat sonst versucht, geackert, getan. Ja, hat sich dann einmal in die Mitte geschlichen, wo Harry Kane mal ein bisschen nach außen gegangen ist. Hat er auch so ein Schüsschen gehabt. Das war's. Weil auch er einfach nicht eingebunden war. Wenn was ging, ging's über die rechte Seite, über einen Leimer und einen Sané. Aber Sané hat aus den ganzen Dingern viel zu wenig gemacht. Er hätte einfach mal ab und wann mal ein bisschen flanken müssen. Ansonsten war Guerrero, okay, zweite Halbzeit, hat ein bisschen gebraucht, bis er reinkam, war aber viel mehr integriert ins Spiel und hatte viel mehr Einfluss, als es ein Goretzka hatte. Ja, Tell will ich auch bei einer 3- dann sehen, Guerrero bei einer 3. Choupo können wir nicht bewerten, die paar Minuten. Es hat mich super geärgert, super gefrustet, dass ein Tuchel nicht so nach dem 2:2 nochmal 5 Minuten gewartet hat und dann den Müller reingebracht hätte, mal so als Zeichen. Ja? Mal als Zeichen, komm Männer, wir wollen hier den Sieg heute mitnehmen. Das hat mir gefehlt. Ja, und wenn er dann Choupo bringt, keine Ahnung, dann hättest du auch einen Kane runternehmen können, die letzten paar Minuten. So, ne? Wenn du vorher schon den Müller gebracht hättest. Wenn du meinst, du möchtest dann immer unbedingt noch einen Choupo bringen. Aber ich glaube, Müller hätte nochmal einen anderen Impact gehabt auf dieses Spiel. Ja, weil es dann gerade auch die Phase war, wo Leipzig halt auch nicht mehr konnte. Nicht mehr so. Ja, Leipzig hat dann nochmal gut gewechselt, haben sie ein bisschen Stabilität reingekriegt ins Team, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz hatten wir genug Räume, die wir da hätten nutzen können. Haben wir halt nur nicht genutzt, weil so ein Leroy Sané total ballverliebt war und einfach nicht flanken möchte. Ich weiß nicht, vielleicht sind Flanken verboten bei uns in der Mannschaft. Kann sehr gut sein. Vielleicht sehen wir deswegen keine Flanken. Wenn dann irgendwie mal eine scharfe Hereingabe oder irgendwas Flaches, aber eine Flanke sehen wir irgendwie nicht. Wir sehen eine Flanke, wenn Harry Kane am Ball ist. Macht Sinn, oder? Dass Harry Kane dann das Ding von außen reinflankt. Wild. Ja. Benotung Trainerteam. Ja. Was ich gut fand, waren die frühen Wechsel in der Halbzeitpause. Vollkommen richtig. Und dann auch die beiden schlechtesten Spieler rausgenommen. Habe ich ganz genauso gesehen. Wobei ich dann Leo noch nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen möchte. Man hätte Leon einfach auf die 6 stellen sollen und sagen, hier, du bist jetzt der Sechser, er hat es als Innenverteidiger okay gemacht, klar, gegen einen Drittligisten, der im Abstieg spielt, brauchen wir jetzt nicht irgendwie überbewerten, aber dann wäre da wenigstens auf der Position jemand gewesen. Ja, der kopfballstark ist, der auch in den Zweikampf gehen kann. I don't know, ich weiß nicht, vielleicht will er das nicht oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall auf der 8 ist die Leistung, die ich aktuell von Leon sehe, Katastrophe. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ja, vielleicht liegt's mit am Kimmich, dass die nicht mehr harmonieren. Ich weiß es nicht. Ist mir am Ende des Tages auch egal. Es war eine Katastrophe. So. Von der Coaching-Sache her gesehen, Auswechslungen waren gut. Aufstellung war meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Nochmal, ein Leimer gehört auf die 8. Punkt. Ja, da gibt er uns einfach so viel für Spiel. Und ein Nuss, ja, gehört als rechter Verteidiger und gut. Fertig. So, Punkt. Gibt's nix, verstehe, ich sehe den Sinn dahinter nicht, ja. Nochmal, ein Leimer ist jetzt nicht irgendwie stärker als ein Nuss als rechter Verteidiger. Ja, vielleicht offensiv mehr Zutrauen, mehr Biss und so, was er ausstrahlt, natürlich, gar keine Frage. Aber defensiv ist er auch nicht besser. Ja. Und er fehlt uns einfach auf der 8. Ja, heute war dann Guerrero auf der 8 oder auf der Halbposition.
wie auch immer. Aber er ist natürlich auch jetzt nicht der Wadenbeißer, die Pressingmaschine, wie es ein Leimer ist. Er ist eine ganz andere Art Spieler. I don't know. Ich denke, da das ja der Guerrero ja auch so ein bisschen Tuchels Liebling ist, wird es ein Leon schwer haben. Jetzt in Zukunft. Ja, wie gesagt, wenn, hätte ich ihn gerne mal auf der 6 gesehen, aber wir kennen ja das ungeschriebene Gesetz, dass ein Kimmich immer spielt. Ja, von daher denke ich, kommen auf den Goretzka schwere Tage zu. Weil die Leistung war heute grauenhaft, ja. Und wenn Coman im nächsten Spiel von Anfang an spielt, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, das war heute leider auch nichts. Ja, ansonsten können wir festhalten, 2-2, noch ungeschlagen, zurückgekommen dann 2-0, ja, kann man auch erwähnen, denke ich. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie komplett ergeben oder sowas, wie es sonst schon mal war. Wir haben gefightet, wir haben dagegen gehalten, aber erste Halbzeit hatten wir kein Stilmittel, ja, muss man ganz klar sagen. Auch keinerlei Idee, ja. Aber auch mit bezogen auf den Leon, ja, der da einfach mehr Einfluss aufs Spiel nehmen muss, wenn er der Achter ist. Punkt. Ja. Das konnte er nicht. Und von daher wurde er zurecht ausgewechselt. Zweite Halbzeit, habe ich ja schon gesagt, da war es dann definitiv besser. Ja, gar keine Frage. Aber the yellow from the egg, wie man so schön sagt, war es immer noch nicht. Ja, es war immer noch wenig Kombinationsspiel, Harry Kane kaum eingebunden. Leroy immer noch ganz, ganz viele Einzelaktionen. Musiala, keine Ahnung, will aktuell irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Schwierig. Schwierig. Über links, weiß ich nicht, ein Fonsi bricht jedes Mal ab, spielt den Ball immer nach innen, immer. Er spielte nicht einmal, verkackt mal die Linie runter. Ob da ein Tell steht, ob da ein Coman steht, ob da ein Choupo steht. Nein, wird einfach nicht getan. Der Außenspieler, der da steht auf dieser Position, den kannst du eigentlich auswechseln. Der kriegt den Ball eh nicht. Ja, der kriegt den Ball mal, wenn Fonsi in der eigenen Hälfte ist. Dann kriegt er mal den langen Ball und dann, was soll er machen? Er hat keinerlei Anspielstation auf der Position, spielt den Ball nach innen oder zurück. So, aber wenn Fonsi dann auf dieser Position ist und unser Spieler außen steht, ein anspielbereit ist, auch ins Dribbling gehen kann, nee, dann spiele ich den Ball immer nach innen. Warum? Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Wir waren beim Thema Note für den Trainer. Ja, ich sehe ihn auch bei einer 3-. Wie gesagt, die Auswechslung zur Halbzeit fand ich gut. In der Schlussphase hätte man Müller bringen müssen. Punkt. Weil er einfach nochmal einen Einfluss hat auf die Spieler. Ob es dann jetzt zum goldenen Tor gereicht hätte oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. Aber man hätte es versuchen müssen und nicht dann da irgendwie für 8 Minuten in den Choupo-Moting einwechseln. Und dann noch auf halb links oder auf links, was er dann gespielt hat. Ganz wild. Halb links war er irgendwie und Tell war immer noch links anstatt mittig und ach. Weiß ich nicht. Am Ende kann man festhalten, so, wenn man die erste Halbzeit sieht, mit dem blauen Auge davongekommen. Wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, wir hätten mehr aus den Raum und aus diesen Halbchancen machen müssen. Aber sind wir aktuell nicht in der Lage zu. Uns fehlt einfach die spielerische Klasse. Ja, uns fehlt der Zehner, der das Spiel da vorne mal ordnet. Oder der Achter halt. Musiala konnte heute nicht. Ja, die eine gute Szene gehabt, nochmal eine gute Szene, ansonsten komplett untergetaucht. Also. Aber gut, ich könnte jetzt noch 90 Minuten weiter reden und keine Ahnung. Wie gesagt, am Ende 2-2. Tabelle sollte ja relativ spannend sein. Können wir ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, aber selbst der VfB Stuttgart steht vor uns. Lob und Anerkennung dafür. Ja, so sieht's aus. Ich sage, relativ spannend. Ne? Die ersten 7, 4 Punkte auseinander. Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Weiß nicht genau, wie ich das Ergebnis einordnen soll. Vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentare helfen. Wie seht ihr das? Vielleicht sehe ich es ein bisschen zu kritisch.
aber ich fand, das war wieder ein Rückfall in alte Muster. Ja. Nochmal, erste Halbzeit. Leipzig hat sie richtig gut gemacht, hat genau das gespielt, wie man gegen uns spielen muss. Ja, genau die Blaupause, wie man gegen uns spielen muss. Zweite Halbzeit, ja, waren die Kräfte ein bisschen weg bei Leipzig. Wir waren ein bisschen stärker, wir waren ein bisschen fickriger aus der Halbzeit, keine Frage. Ja, aber so musst du von Anfang an da auflaufen, ne? Ich glaube auch, dass wir gewollt haben, glaube ich schon. War jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir wollten gar nicht oder sowas. Wir konnten nicht. Wir hatten einfach kein Stilmittel. Ja, wir waren einfach taktisch überfordert. Der Gegner stand tief, wenn der Gegner den Ball hatte, war er super schnell in der Umschalte. 'N Kimmich war wieder überall, nur nicht auf der 6 und 'n Goretzka Totalausfall und ansonsten haben wir kein Stilmittel gehabt. Über links ging gar nix mit King. Leroy hatte auch keinen Bock gefühlt. Ganz, ganz wild irgendwie. Weiß ich nicht. Ich kann das Spiel ganz, ganz schlecht normal habe ich immer so 'ne klare Meinung zu dem Spiel. Ja, wie ich sehe, was ich gut gesehen, was ich schlecht gesehen habe. Ich tue mich bei dem Spiel extrem schwer irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann's einer von euch besser einordnen wie ich. Ich freue mich auf eure Kommentare und, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.